Wo ein Obdachloser zum Roger Federer gegangen ist und nur um einen Franken gefragt hat niemand an was nächst passieren würde. Was es einfach Gäste von Nächstliebe angefangen hat eine Bewegung durch die ganze Schweiz ausgelöst, zerrissene Familien wieder zusammengebracht und Leben für immer verändert. Die Strasse von Zürich haben pulsiert, vor Lebetrams haben auf Dr. Bahnhofstrasse geigelt, die Leute sind mit entschlossenem Schritt unterwegs gsi und die klar alpenfrische Luft hat das leichte Murmeln von Gesprächen auf Deutsch, Französisch und Italienisch getragen. An Dr. Ägi von Limmatquai und Münstergasse, nicht weit vom Grossmünster mit seiner mächtigen Türmen, ist ein Mann hockt und an alte, abgewitterte Mauer von Bäckerei gelehnt. Seine Kleider sind durchsehen, wilder Mix von Schicht, wo nur mühsam vor der bissenden Februarkälte schützt haben. Neben ihm hat Kartosenschilde gelegen, angelehnt an seinen abgenutzten Rucksack, bitte, alles hilft. Gott segne euch. Sein Name war Lukas, aber nicht, weil er sich die Mühe gemacht zum Fragen. Mit 42 ist er schon fast ein ganzes Jahr auf Zürichstrasse am Leben gsi. Eine Serie von Schicksalsschlägen hat ihm das Leben, wo er mal kennt hat, Schritt für Schritt weggeholt. Jedenfalls ist ein stiller Kampf gsi. Manchmal hat jemand Münze in die Hände fallen lassen, aber jemand hat auch die Augen abgewendet und ist einfach weitergelaufen, den Blick auf die Pflastersteine oder das Handy gerichtet. Lukas hat seine ausgeleerte Wollmütze fester über die GZ und hat schon wie eine endlose Reihe von Stiefeln und Turnschuhen vorbeschlupft sind. Doch aus dem Winkel von seinem Auge hat er etwas anderes gemerkt, das Paar blitzenweise Tennisschuhe ist nur ein paar Meter weg stillstande. Aber das sind nicht einfach irgendwelche Schuhe gsi, sondern die Art, wo ein Mann trägt, wo auffällt. Lukas hat aufgeblickt und die Augen zusammengekniffen gegen die bleiche Wintersonne. Eine grosse Gestalt ist vor ihm gestanden, dann die Tasche von ihrer eleganten Jacke, locker aber sichere Haltung. Dr. Mann hat auf seinem Handy gescrollt, sich nicht bewusst, wie viele Leute um ihn herum tuschelnd angeschaut haben. Lukas hat gezögert. Normalerweise redet er nicht, es sei denn, jemand schaut ihm in die Augen, aber etwas an der Ruhe von dem Mann hat ihn berührt. Er hat sich nicht gehetzt wie die andere, er hat gewirkt, als würde er am Beobachten, nicht einfach am Vorbeihetzen. Lukas hat tief Luft genommen und mit brüchiger Stimme gefragt, »Entschuldigung, Herr, haben Sie einen Franken übrig?« Seine Stimme ist krankhaft vor Kälte, aber er hat versucht, schwache Lächeln zu zeigen. Dr. Mann hat ihm das Scrollen unterbrochen, sein Schopf klein zur Seite glitt, wie wenn er sicher sein will, dass er richtig gehört hat. Langsam hat er sich zu Lukas gedreht, sein Gesicht ausdruckslos. Fürs Moment ist das Gewusel von Zürich verstummen und Lukas hat sich bereit gemacht für die übliche Absage. Aber was da passiert ist, hat niemand erwartet. »Für was brauchst du es?« hat Dr. Mann gefragt, seine Stimme ruhig und warm mit dem tiefen Basel-Dialekt, wo nicht zu überhören war. Die Frage hat Lukas überrascht, nicht schroff, nicht herablassend, sondern ehrlich, wie wenn's wirklich würdig. Lukas hat seine zitternde Hände aneinander gerieben und nom Wort gesucht. Kaffee vielleicht, hat er zögernd gesagt. Etwas Warmes. Ein Sandwich, wenn ich Glück habe. Er hat abgebrochen, er ist sich's nicht gewöhnt, dass jemand mehr wissen will als nur eine schnelle Antwort. Dr. Mann ist einen Schritt näher schon, hat seine Hände in die Tasche versorgt. Lukas hat gespürt, wie die Blicke der Touristen und die Leute um sie herum immer mehr geworden sind. Alle haben sich gefragt, wieso jemand wie er sich für jemand wie ihn interessiert.
Lukas hat sie am liebsten zurückziehen, sich im Schatten verstecken, aber die Augen vom Mann haben ihn am Platz gehalten. Wie heiss ist, hat Doktor Mann gefragt. Lukas hat er fast unhörbar geantwortet. Doktor Mann hat nicht, ein kleine Falt ist an die Stirne gestanden, wie wenn er etwas zusammenputzen würde. Ich bin der Roger, seid ihr einfach. Kein Gespreng, keine Arroganz, nur ihre ruhige Ehrlichkeit, wo sich fast unpassend angefühlt hat im Stress von der Stadt. Lukas blinzelt. Roger. Doktorname hat geklickt und die Kenntnis ist wie eine Welle über ihn übergekommen. Roger Federer. Dr. Roger Federer. Die Schweiz, ihr Stolz, Doktor-Tennislegende, wo von Wimbledon bis Roland Garros triumphiert hat, wo seine Freundlichkeit und seine Präzision die Welt verzaubert haben. Und jetzt ist er da, einfach da, rede mit ihm, wie wenn's normalste UF-Doktor Welt wär. Doktor Lärm von der Stadt ist zurück schon, aber die Luft zwischen ihnen hat mit etwas Neues bruscht. Lukas hat sich nervös bewegt auf dem kalten Trottoir, nicht sicher, was der wo halt soll, die Leute ignorieren ihn normalerweise, schmisst etwas Münz in seine Hand oder läuft einfach weiter. Aber Roger hockt sich ab, UF Lukas seine Höhe, so unvorhersehbar, dass Lukas fast zusammenzuckt. Wie lang bist schon da aus? Hat Roger gefragt, seine Stimme direkt, aber lieb. Lukas hat schluckend zögert zum Reden. Leute interessiert sich normalerweise nicht fürs Warum, nur für den Gast, wo hinter ihm gesetzt ist. Aber Roger seine konzentrierte Blicke haben die Worte US ihm rausgezogen. Fast ein Jahr hat er zugegeben, Leute. Job verloren, wie die Fabrik in Schlieren zugemacht hat. Danach ist meine Gesundheit der Beach ab. Chest nicht mehr mit Doktor Miti Mitscho. Und ab dem Moment ist alles immer schlechter geworden. Roger hat zugehört, seine Augen leicht verengend, nicht im Urteil, sondern mit voll Fokus, als würde er mehr geben als nur mit dem Wort. Doktor Umkreis ist immer grösser geworden, die Flüstere immer lauter, dann dies grad Ausrichtung UF10. Lukas hat die Hitze von dem Blick gespürt, aber Roger hat sich nicht mehr um die Leute um sich herum gekümmert. Seine volle Konzentration ist UF Lukas gsi. Was ist mit deiner Familie? Hat Roger gefragt. Lukas seine Kiefer hat sich verkrampft. Nicht viel. Meine Eltern sind schon lang tot. Meine Schwester. Wir haben lang nicht mehr geredet. Er hat schürz gelacht, bitter. Ist schwer, etwas schalte, wenn er mehr alles verloren hat. Roger ist im Moment ruhig gsi, hat über Lukas seine Worte noch gedacht. Und dann, ohne Doktor Blickkontakt zu unterbrechen, hat er in seine Sack gegriffen. Lukas seine Herz hat schneller Schlag, er hat nur einfach in Franken Welle, nicht mehr, aber wo Roger seine Hand aus der Tasche zog hat er in frische 100 Franken Note in die Hand gegeben. Lukas hat gestaunt, baff. Da sieht Roger und streckt ihm die Note zu. Das Tschesch für mehr als nur in Kaffee brauchen. Lukas seine Hände haben zittert, als er das Geld angenommen hat, das Papier frisch und glatt zwischen seine abgearbeiteten Finger. Meinst du das ernst? Hat er Schürz geflüstert. Wieso machen Sie das? Roger hat schröckt, sachte Lächeln auf die Lippen. Wöichtja. Die Einfachheit von dem Satz hat Lukas sprachlos gelassen. Aber bevor er etwas hat Schönes sagen, hat Roger sich leicht vorbeugt, seine Stimme chli leiser. Lose, das geht nicht nur ums Geld.
Ich wett, dass wenn ich dir heute hilf, du dir morgen selber hast. Okay. Lukas hat einen Klump in die Hals bekommen. Es war nicht nur ein Schenk, es war ein Versprechen, eine Challenge. Eine Chance, um sich wieder aufrichten. Er hat nicht, Wort haben gefehlt. Gut, hat Roger gesagt, ist wieder aufstanden. Er hat Menge angelügt, sich gar nicht darum schert, dass alle in seine Richtung gestarrt haben. Geh morgen zu Caritas Zürich. Sag ihnen, der Roger hat gegickt. Sie werden dir helfen. Er hat einen Stift und ein kleines Kärtchen US die Tasche gezogen, eine Adresse draufschreiben und dem Lukas in die Hand drückt. Ich sorge daran, dass sie dir erwarten. Lukas hat die Karte aufgehalten, seine Hände gezittert. Sie war real, ein Rettungsseil. Und als Roger sich umgedreht und langsam abgelaufen ist, Menge sich wie ein Fluss für ihn auseinandergespaltet hat Lukas realisiert, dass das erste Doktor Anfang war. Lukas hockt auf die kalte Pflasterstein, den 100-Franken-Schein und das kleine Kärtchen fest in die Hände, wie zerbrechliche Schätze. Seine Gedanken rasen irgendwo zwischen Ungläube und ihre vorsichtige Hoffnung. Roger Federer, der Mann, der mit seinem Vorhand die Welt verzaubert hat, wo mit seinem Spiel die Schweiz stolz gemacht hat grad für ihn angelegt, mit ihm Gerät ihn gehen. Der Menge blieb noch im Moment stehen, nachdem der Roger in der Limmatquai verschwunden ist. Ihre Murmeli vermischt sich mit dem Summen von der Tram und entfernte Klang von der Schillenglocke. Ein paar haben noch ihre Handys aufgegeben und den leeren Platz gefilmt, wo die Tennislegende gerade noch gestanden ist, während andere neugierige Blicke auf den Lukas geworfen haben, wie wenn sie schön ausfindig machen, wieso er so viel Aufmerksamkeit über Schuhe hat. Seine Backen haben gebrannt unter den Blicken. Er ist es nicht gewohnt so besonders bemerkt zu werden. Monatelang war er nur missschattig in Fixturen an dem Ägi, wo die Leute drumherum gelaufen sind, ohne in zweite Gedanken. Aber jetzt hat er sich plötzlich entblößt gefühlt, verletzlich und doch auf eine seltsame Art lebendig. Die Schei in seine Hände war schnackig, seine Räder scharf gegen seine rauche Haut. Ein Teil von ihm wollte ins nächstbeste Café rennen, sich das Kaffee und das Sandwich schaffen, die Wärme von etwas Simples und spüren. Aber ein anderer Teil, der Teil, wo Roger sie Wörter in ihm aufgeweckt haben, hat geflüstert, dass das mehr ist als ein Essen. Das ist eine Chance. Er lügt noch einmal auf ein Kärtchen, fährt mit seinem Daumen über die ordentliche Schrift Caritas Zürich eine Adresse an der Zwinglistrasse und das Versprechen, dass sie auf ihn warten. Er hat von Caritas gehört, jeder in Zürich kennt's. Es ist es halt für Leute wie ihn, ein Brot, ein Bett, eine Stütze. Er ist schon dort Werbung gelaufen mit Schopf ABE, Z stolz oder Z voll Scham, in die Z gehen. Aber heute ist es anders. Roger hat ihm einen Stopf gegeben, ein leises Drängen in etwas Besseres. Lukas steckt das Kärtchen in seine Jacke neben dem Schein und lehnt sich zurück gegen die Wand vom Bett. Die Wintersonne ist am Sinken, wirft lange Schatten über die Strasse und zum ersten Mal seit Monaten stellt er sich Morgen vor, wo mehr ist als nur mehr Überleben. Wie es abützt, stellt er sich auf, seine Gelenke knacken vom langen Sitzen und er macht sich auf den Weg zu einem kleinen Imbiss am Wasser. Mit den 100 Franken schafft er sich das heiße Kaffee und saftiges Raclette-Sandwich, schmelzende Schäse und Herdöpfel tröpfeln über den Ränder, ein Geschmack von der Heimat, wo er lang nicht mehr gegeben hat.
Er genießt jede Biss, die Wärme breitet sich ihm aus und Roger sie Wörter tönt ihm noch immer in den Ohren. Hilft selber morgen. Das ist nicht nur mein Geld gsi, es ist ein Versprechen gsi, ein Schritt, es zeige, dass er schönt. Die Nacht verbringt er unter Emil Ladenworb, ein Kärtli sichergestellt in seinem Sack und er träumt von einem Leben, wo er fast vergessen hat. Am nächsten Morgen, wie der Lukas erwacht, rührt Zürich sich schon. Der Tram surrt, der Ladezeit rollo auf, der Lindegespräch von Velofahrern tönt über die Pflastersteine. Er hebt sich die Schlaf aus die Augen und tastet noch einisch in seine Tasche, ein Kärtli und das Geld sind immer noch da. Seine mag recht vor Nervosität, aber Roger, seine ruhige Stimme halt in seinem Schopf, stabilisiert ihn. Er wäscht sich das Gesicht im eisigen Wasser von der öffentlichen Brunnen neben der Rathausbrücke, stricht über seine abgenutzte Jacke und läuft los in Richtung Zwinglistrasse. Die Stadt fühlt sich anders an heute, leichter irgendwie trotz dem grauen Februarhimmel. Die Leute laufen um ihn herum, in warme Mäntel eingehüllt, die Atmung dampft in die schalte Luft und zum ersten Mal seit langem fühlt er sich nicht mehr ganz ausgrenzt. Caritas Zürich ist ein bescheidener Bau, seine Ziegelfassade unaufdringlich, aber einfach warm. Ein kleines Schild über der Tür sagt Willkommen und ein stetiger Strom von Leuten geht rein und aus. Eine mit vollem Postsack, andere mit Papier in der Hand, alle mit einem Ziel vor den Augen, wo den Lukas heimlich beneidet. Er stockt am Eingang, seine Hand schwebt über der Türklinke. Was, wenn sie ihn abgewiesen hätten? Was, wenn der Roger vergessen hat zu zahlen? Aber dann hat er sich an den ruhigen Blick vom Tennisstar erinnert, wie er sich abgekniet hat, um ihm auf Augenhöhe zu begegnen, und er hat die Tür aufgestossen. Drinnen ist die Luft warm gsi, mit dem Duft von Kaffee und dem leisen Gemurmel von Gesprächen. Eine Frau an Doktorrezeption hat aufgelogen, ihr graues Haar war über zum Balsam genommen, ihr Smell freundlich, aber professionell. Gute Morgen, hat sie gesagt. Wie kann ich Ihnen helfen? Der Lukas hat nervös in seinem Sack gekramt und die Kärtli über die Decke geschoben, seine Hände zitterig. Der Roger hat mich gickt, hat er gemeint, seine Stimme klar auch. Er hat gesagt, ich soll du schon. Ich heiss Lukas. Die Frau, ihre Augen sind auf die Kärtli geflickt und ihr Smile ist breiter geworden, als sie es erkannt hat. Ja, Lukas. Wir haben dich schon erwartet. Der Roger hat sternabig angeläutet, hat gesagt, du schönst vorbei schon. Sie ist aufgestanden und hat ihm geeicht, dass er mitkommt schönt. Tschum, wir lügen, dass wir dich unterbringen. Lukas hat's blinzelt, verblüfft. Es ist wirklich passiert, der Roger hat seine Worte gehalten. Die nächsten paar Stunden sind wie innere Wellen von Freundlichkeit und Praktischkeit verflogen. Eine Sozialarbeiterin namens Anna hat mit ihm innere kleine Büro gesessen und ihm zuhört, während er zögernd seine Gicht erzählt hat, die Fabrik, wo zugemacht hat, die Rechnungen, wo sich gestapelt haben, und wie seine ganze Existenz langsam zersplittert ist. Sie hat nicht beurteilt, nicht pressiert, nur nickt und Notizen schrieben, ihr Stift hat leis übers Papier geratzt. Mir schöne dir helfen, hat sie gesagt, als er fertig war. Wir haben ein Bett für dich in unserem Stutzhaus und wir organisiert einen Doktortermin für deine Gesundheit. Wir haben auch das Jobprogramm Grundfähigkeiten zum Anfang. Wie tönt das? Lukas hat nickt, überwältigt. Es ist mehr gsi, als er sich je traut hat, schaffen, das Dach über dem Schopf, ein Plan, eine Chance, sich wieder aufzubauen.
Dana hat ihm ein Tässli Tee überreicht, wo warm in seine Hände übergegangen ist, und zum ersten Mal seit einem Jahr hat er sich wieder wie ein Mensch gefühlt, nicht nur wie ein Schatt auf die Strasse. Während er am Tee gesippt hat er an Roger gedacht, an seine stille Stärke in der Stimme, an wie er Dreck und Verzweiflung hinter sich gelügt hat und nur den Mensch dahinter gegeben hat. Aussi, ohne dass der Lukas es gewusst hat, haben sich die Wellen von dieser Begegnung schon über Zürich ausbreitet. Ein Passant hat Jenny filmt Roger, wie er sich zu ihm abgekniet, ihm einen 100-Franken-Schein gegeben hat und Wort geredet hat, wo die Kamera nicht genau hat schön aufnehmen. Das Video ist auf YouTube geladen worden. Bis am Mittag ist es in der ganzen Schweiz am Trenden mit dem dicken Titel «Roger Federers Herz von Gold. Tennisstar hilft obdachlosen Mann in Zürich». Kommentare sind von den Schweizer Fans ist drum schon. Das ist unser Roger, typisch Federer, immer ein Gentleman. Das Video hat auch andere Länder erreicht, aber in Zürich hat's am meisten gelaufen, da ist er ihr Heimwehheld, nicht nur ein Champions UF am Platz, sondern auch ein, wo etwas für andere macht. Lukas, wo am Abend im Stutzhaus ist gehockt, hat keine Ahnung gehabt, dass seine Gicht sich gerade vor den Augen von Tausenden entfaltet hat. Lukas hat sich am Abend im Bett im Stutzhaus gelügt, die Matratze hat geknarzt, als er sich abgelegt hat. Das Zimmer war einfach eine Reihe von schmalen Betten, ein Gemeinschaftsbadezimmer ein paar Schritte weg, aber es ist warm, und die Decke hat sacht noch Waschmittel schmückt, ein kleiner Luxus, wo er fast vergessen hat. Er hat an die Decke geschaut, die fluoreszierende Lichter haben sachte Schimmer gegeben und hat den ganzen Tag nochmal im Schopf durchgespielt. Die Idee von Dana, die heilsame Frage von Doktor Sozialarbeiterin, die Versprechen vom Doktortermin und Jobtraining, es hat sich alles wie ein Traum angefühlt, zerbrechlich und vergänglich. Er hat in seine Jacke gegriffen, wo noch locker über seine Schulter gelegen ist, und hat den 00-Stutznötli und den Scharte vom Roger rausgezogen. Mit den Fingern ist er drüber gefahren, wie zum sich verankern. Das Geld hat er nicht ganz ausgegeben. Nach einem Raclette-Sandwich und einem Kaffee hat er den Rest versorgt, zuwider sich vom greifbaren Beweis von Roger seine Güte zu trennen. Aber es ist nicht nur das Geld wo ihn wachgehalten hat, es ist die Last vom Versprechen wo er gemacht hat. Hilf dem Morn selber, hat Roger gesagt, und jetzt ist Morn da, hat ihn direkt angelügt. Er ist sich nicht sicher ob er's schon. Jahre voll Rückschläge haben seine Zuversicht zerschüttert. Aber die Erinnerung an Roger sein fester Blick dort, wie er sich auf der Schalte Zürichstrasse abgekniet hat etwas in ihm ausgelöst. Vielleicht, nur vielleicht, könnt er's probieren. Aussen beim Obdach hat die Stadt weitergummelt, nicht bewusst, was für Elise Veränderung sich in ihre Wände abspielt. Aber hinter der Zwinglistrasse hat das Video vom Roger und Lukas Fahrt aufgenommen. Am Nachmittag hat sich's schon von YouTube auf Instagram und TikTok verbreitet, geteilt von Schweizer Fans mit Überschriften wie «Roger Federer zeigt, was wahre Grösse bedeutet» und «E-Champion UF» und «Neben em Platz». Lokale Medien wie der Tagesanzeiger und SRF haben den Gast aufgenommen mit Titeln wie «Federer sein Güterakt berührt Zürich». Der Bild auf dem Video war verwackelt, ein Schacki-Handyclip, wo zeigt, wie der Roger das Nötli übergibt, seine ruhige Stimme nur schwach hörbar hinter dem Strassenlärm. Die Überraschung in Lukas sein Gesicht ist trotz der schlechten Quali klar CG gsi. Die Zürcher haben das Video auf ihre Pendelstrecke geschaut, über Nacht in der Café am Limmat entlang, und es hat etwas in ihnen bewegt.
Das ist nicht Federer der Weltstar gsi, das ist Federer der Schweizer gsi, ihre Nachbar US Basel, wo etwas Einfaches, aber Bedeutungsvolles in ihre Stadt gemacht hat. Der Kommentarspalte ist explodiert. Das ist, warum wir ihn lieben, hat jemand geschrieben. Er vergisst nie, von wo er stammt, hat jemand anders gesagt. Bis am Abend hat das Video 500.000 Views gehabt und die Schale ist weiter gestiegen. Lukas ist am nächsten Morgen zum Schallen von klappernden Schier aus dem Schlaf gerutscht. Das Morgen war einfach Brot, Butter, Konfi und Kaffee, aber es war mehr als alles, wo er seit Monaten gehabt hat. Er hat langsam gegessen, die Warmth genossen und gemerkt, wie die anderen Bewohner immer wieder zu ihm rübergeschaut haben. Ein Gerücht hat sich verbreitet, Gemunkel über den Mensch, wo der Roger Federer gekickt hat. Ein dürre, ältere Mann mit Namen Hans ist über den Tisch gesessen und hat seine Tasse Kaffee zusammengeklebt. «Du bist der von Dr. Stross?» «Ja», hat er mit kratziger Stimme gefragt. Lukas hat genickt, nicht sicher, was er sagen soll. «Habe ich gehört, Federer hätte Geld gegeben.» «Stimmt das?» «Ja», hat Lukas Linde gesagt und der scharfe US die Tasche rauszog als Beweis. Hans hat leise gepfiffen. «Glückspilz.» «Und was machst du mit dem?» Lukas hat gezögert. «Es geht nicht ums Geld», hat er schlussendlich gesagt. Er hat gesagt, ich soll da schon mir helfen lassen. Hans hat ihn studiert, dann hat er gelächelt und Zahnlücke entblößt. Studienmensch, der Federer. Weiss, wer's wert ist. Lukas hat zum ersten Mal seit langem ein klitzekleines Lächeln rausgebracht. Nach dem Zmorg hat Anna ihn wieder in ihr Büro gerufen. Sie hat einen Doktortermin für den Nachmittag in einer Klinik neben dem Bahnhof Enge organisiert und ihm Flyer fürs Jobtrainingsprogramm überreicht, Grundkurs im Computer und Lagerarbeit, Start nächste Woche. Es ist ein Start, hat sie gesagt mit einem ermutigenden Ton. Wir nehmen es Schritt für Schritt. Lukas hat genickt, den Flyer fest ergriffen. Ein Start. Es hat so klein tönet, aber für ihn ist es riesig gsi. Am Nachmittag ist er in Deckung gelaufen, es 100 Stutznötli immer noch in der Tasche wie ein Glücksbringer. Der Doktor ist zackig, aber freundlich gsi. Er hat Medikamente verschrieben für den hartnäckig höchsten und das Nachkontrolltermin abgemacht. Auf dem Heimweg ist Lukas an meinem Kiosk vorbei und hat innegehalten, auf der Titelseite vom Blick hat das Foto vom Roger prangt. Die Überschrift hat geschrieben «Federers Herz für die Arme». Darunter hat das kleineres Bild Lukas zeigt, wie er mit gesenktem Kopf das Geld annimmt. Seine Mag hat sich zusammengezogen. Er hat nicht gecheckt, dass er aufgenommen worden ist und schon gar nicht, dass es so gross ausschaut. Mit zitternden Händen hat er die Chitti gekauft und unter ihre Strassenlampe gelesen. Im Artikel ist er als eine Obdachlose berührt von Federer seine Grosszügigkeit beschrieben worden. Sein Name hat es zwar nicht genommen, aber schätzt sich trotzdem gnadenlos Blues angelegt. Er hat nicht gewusst, ob er stolz oder peinlich berührt sein sollte, vielleicht beides. Zurück in die Notschlafstelle hat er schittig Anna gezeigt. Sie hat Linde gelächelt. Sieht so aus, als wärst jetzt Teil von etwas Grösserem, hat sie gesagt. Die Leute reden drüber und Spenden kommen rein, will man dem. Lukas hat es dir gezogen. Spende? Ja, hat sie gesagt. Roger, sein Team hat heute Morgen wieder angerufen. Sie schicken Geld, dass wir Mini-Programm ausbauen können.
Du bist nicht der Einzige, wo er hilft. Lukas hat sich zurückgelehnt, überwältigt. Die Wellen haben sich ausgebreitet und er ist mittendrin. Gleichzeitig hat das Video immer mehr Leute erreicht. Eine Gruppe von Studenten an der ETH Zürich hat die Federer Challenge gestartet. Sie haben kleine Güterakte ermutigt, wie ein fremdes Kaffee zu spendieren oder für Obdachlose zu spenden. Sie haben ihre Posts mit roten Federerherz takt. Lokale Chefs haben sich angeschlossen und Rabatte für Freiwillige bei Caritas und andere Hilfswerke angeboten. In den Cafés rund um den Paradeplatz haben die Stammgäste bei ihrem Espresso debattiert. War das ein PR-Stunt? Oder einfach der echte Federer? Die meisten haben zum Zweiten tendiert. Die Schweiz kennt sie Roger als bodenständig und ehrlich, ein Mann, der nie vergessen hat, von wo er stammt. Bis am Abend hat das Video 1 Million Views gehabt. Und Lukas sein Gicht, ohne dass er's gewusst hat, ist zur Symbol geworden. Selbe obi, wie er auf seinem Feldbett gelegen ist, hat er gehört, wie 2 andere Bewohner übers Video geredet haben. «Hani auf meinem Handy gehen», hat er gesagt. Federer ist ein verdammter Heiliger. Nein, hat die andere entgegengegeben, einfach ein Mann, der sich kümmert. Lukas hat Augen zugemacht. Deine Worte haben sich in ihn hineingebohrt. Ein Mann, der sich kümmert. So einfach und doch hat's alles verändert. Mit dem Gedanken ist er in Schlaf gesunken, die Broschüre für Shoptraining unter seinem Schopfkiss verstaut. Zum ersten Mal seit einem Jahr hat er sich wieder ein Funkenziel gefühlt. Lukas ist in dem Morgen aufgewacht zum leisen Schallen von Schier und stieichem Brot auf die aus dem Kitchen. Er hat sich gestracht, das Bett war zwar hart, aber besser als die Strasse. Die Broschüre für Shoptraining-Programm ist immer noch unter seinem Kissen, seine Augen abgelegt von seinem Griff in der Nacht. Er hat es rausgezogen und mit dem Finger über das Wort «Start» Mendig gefahren. Mendig. 3 Tage noch. Es ist ein Zieldatum, ein Versprechen an sich selber und an Roger. Es hat ihm im Schopf umgehangen. Mit Computer ist er nie gut gsi, er hat nicht mal gewusst, wie man ein E-Mail schickt. Aber der Vorstellung, etwas zu lernen, etwas Nützliches zu machen, hat ein Kleines für ihn entfacht. Das Morgen war ruhiger als gestern, jeder ist in seine eigenen Gedanken versunken. Aber der Hans hat ihm nicht über den Tisch gewirft, während er ein Stück Zopf mit Butter bestreichen hat. «Du bleibst also da?» hat er gefragt. Lukas hat genickt. «Hani bald das Training, wo startet?» «Denk, ich zieh's durch.» Hans grinste. «Gut gemacht.» Die Federer hat in Getz Augen wahr, dass er die ausgepickt hat. Lukas senkte den Schopf, nicht sicher, wie er ein Kompliment aufnehmen soll, aber es blieb bei ihm, während er Sippe von seiner Kaffee nahm. Nach dem Zmorg ist er rausgegangen, die Flyer und Roger seine Kärtchen in die Tasche. Die Stadt brummt vor Wochenstimmung, Familien spazieren am See, Touristen knipsen Fotos vor Fraumünstereinstellungen und in der Luft läutet feine Glockton vor einem Merit in der Nähe. Lukas fühlt sich heute weniger wie ein Geist. Die 100 Franken, immer noch fast unangegriffen, geben ihm ein Gefühl von Halt. Er stoppte bei Emmis kleinen Kiosk Z Bellevue und kauft sich Tagscharte für den Tram, sein erster richtiger Schritt in die Zukunft. Auf die Linie 4 in Richtung Bahnhof Enge schaut er aus zum Fenster, die Stadt, wo ihm immer wie neben daheim vorschund. In der Klinik schaut die Doktorin seine Hustengeschichte an, passt Medikamente an und plant das Bluttest. «Du bist auf dem richtigen Weg», sagt sie, sachlich aber lieb.
Mach weiter so. Lukas verlässt die Praxis mit einem Rezept und klein Stolz, klein Schritt, aber seine eigen. Zurück im Obdach fängt die Anna ihn im Gang ab. Lukas, du hast einen Psycher, sagt sie mit Glitzer in den Augen. Er runzelte die Stirn. Ein Psycher? Er folgt ihr die Almend, wo eine Frau am Fenster steht, Schnee an ihrem Mäntel. Sie dreht sich um und Lukas erstarrt. Ihr Gesicht, scharfe Wangenknochen, dunkle Augen, so bekannt, dass es schmerzt. Lukas, sieht sie mit zittriger Stimme. Clara, er flüstert es. Sie seine Schwester. Die, wo er seit über 10 Jahren nicht mehr gegeben hat. Sie macht einen Schritt näher, die Hände an ihrem Täschligriff verkrampft. Ich habe das Video gegeben, sagt sie. Auf YouTube, du und Federer. Ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass es so schlimm ist. Lukas spürt, wie sie seinen Hals zuzieht. Er hat die Clara US im Leben gestossen, nachdem ihre Eltern gestorben sind, Stolz und Scham haben ihn in die Isolation getrieben. Wie hast du mich gefunden? Fragt er, seine Stimme rau. Der Obdachlosenstelle, sagt sie. Ich habe umgeläutet, nachdem das Video überall war. Sie haben gesagt, du seist dunstig. Sie stockt, Tränen glänzen ihre Augen. Ich hätte früher so suchen. Lukas schüttelt den Kopf, alte Schuld steigt ihm auf. Das ist nicht deine Pflicht gsi. Ich habe mich so verstopft. Clara streckt die Hand aus, zögert, leckt sie am Arm. Du bist mein Brüder. Und ich bin da. Sie sitzen auf die abgegriffene Couch in der Ecke, das Geräusch vor Obdach verblasst, während sie redet. Clara erzählt ihm von ihrem Leben in Winterthur, verheiratet, ein kleiner Bub, Job in der Bäckerei. Er erzählt ihr Bruchstück vor seinem Leben, die Fabrik, die Strasse, Roger seine Güte. Er hat mir eine Chance gegeben, sagt Lukas, haltet Roger seine Kärtchen auf. Er hat gesagt, ich soll mir selber helfen. Clara schmunzelt sachte. Das ist Federer. Er motiviert die Leute. Die Wiederverbindung ist vorsichtig, roh, aber sie bricht das Tor auf, wo Lukas für immer zugeglaubt hat. Wie Clara sich verabschiedet und verspricht, morgen zurückzukommen, spürt er das Gefühl vor Erleichterung, Familie, ein verlorener Teil vor ihm, zurück im Leben. In der Stadt wächst der Impact vor dem Video. Bis Sonntag hat 2 Millionen Views erreicht, ist von Zürich aus bis auf Genf, Bern und Basel gesiegt. Radio Zürichsee spielt Clips ab, Anrufer loben Roger seine Warmherzigkeit. Er ist nicht nur ein Tennisstar, sagt jemand. Er ist Mensch. Der Hashtag «Rote Federerherz» trendet, Leute machen Gettings, laden Menzeln beim Billetautomat, arbeiten freiwillig bei der Tafel. Caritas Zürich überkommt Spende, ein Telefon läutet ununterbrochen. Anna erzählt Lukas das übers Mittag, ihre Stimme voller Freude. Wir haben genug Geld, um ein neues Skills-Programm zu starten wegen dir und Federer. Lukas blinzelt. Wegen mir? Ja, sagt sie. Deine Gicht macht die Leute wach. Er wüsst nicht, wie er es fühlen soll. Ein Teil von ihm schrumpft vor der Aufmerksamkeit, aber ein anderer Teil ist im stillen Stolz gsi. Die Nacht hat er wach gelegen, Claras Wort und Annas ihre im Schopf. Das Video ist jetzt aus, sein Gesicht auf Bildschirm in ganzer Schweiz, aber es ist nicht mehr nur um ihn gegangen. Es ist um das gegangen, wo der Roger angefangen hat, es für von Gütigkeit, wo am Aufkommen.
Am Montagmorgen ist er früh aufgestanden, mit den Nerven am Flattern, während er sich fürs Jobtraining angelegt hat. Im Aufenthalt ist es noch still gsi, die meisten Leute sind noch am Pennen gsi, aber der Hans hat ihn an der Tür aufgefahren. Zeig ihnen, wie es läuft, hat er mit dem Augwink gesagt. Lukas hat nur schöne Nicke und ist aus in der Kälte, es Pamphlet immer noch als Wegweiser in die Hand. Das Trainingszentrum ist nun ins Schürzes Tramviertelweg, in der Nähe von Hartbrücke, ein modernes Gebäude mit grossen Glasfenstern und ein Schild, wo Arbeit und Integration drauf gestanden ist. Drin haben schon paar Leute gewartet, paar jung, paar älter, alle mit gleicher Unsicherheit im Gesicht. Instruktor, ein drahtiger Mann mit dem Namen Markus, hat sie in sympathische Hochdeutsch begrüßt. Wir sind du zum Lehren, zum Aufbauen, hat er gesagt. Wir fangen mit den Basics an. Lukas ist als Computer gesessen, wo der Bildschirm hell geleuchtet hat, und hat Markus seine Anleitungen verfolgt, wie man sich anmelden, ein Programm aufmachen, ein Wort tippen. Seine Finger haben noch ein bisschen geröstet, aber er hat weitergemacht. Die Tastenschläge haben einen Rhythmus gehabt, wo sich gut angelenkt hat. Am Ende vom Kurs hat er sein Namen schreiben und das File speichert. Für den meisten wär's nichts Grosses gsi, aber für ihn hat's alles bedeutet, ein erster Schritt in die Zukunft, wo ihm wieder görit schönt. Lukas hat das Trainingszentrum am Nachmittag verlassen, die Schalte Zürich Luft hat ihn an die Backen gelost, während der UF der Hartbrücke-Plattform gestanden ist. Sie sind immer noch steif vom Tippen gsi, aber er hat's klein stolz gespürt. Er hat eine Datei gespeichert, sein Name, Lukas Meyer, ist schwarz auf weißem Bildschirm erschienen. Für alle anderen wär's nichts gsi, aber für ihn ist das wie ein Rissenloch in dem Mauer gsi, wo er um sich bauen hat. Ein Tram zurück zum Aufenthalt ist voll gsi, Pendler sind Schauder an Schauder gesessen, die meisten haben auf ihre Handy geschaut oder Jus in der Stadt schaut, wo noch ein letztes Schneegestöber von der Saison auf die Strasse gelassen ist. Lukas hat sich am Sitz festgelegt, ein Pamphlet, wo schon klein abgenutzt war, immer noch in die Hand, und hat seine Gedanken zu laufen lassen. Die Worte vom Roger haben ihm im Schopf schallen, hilft er selber morgen. Heute war ein Morgen und er ist gegangen. Das hat zählt. Im Aufenthalt hat er Hans im Aufenthaltsraum gefunden, wo eine abgenutzte Ausgabe von 20 Minuten durchblättert hat. Und wie ist es gegangen, hat Hans grinsend gefragt. Lukas hat die Schultern gezuckt, aber ein klitzekleines Lächeln ist ihm über die Lippen. Computer hat nicht abgestürzt. Habe ich etwas gelernt? Hans hat gelacht. Fortschritt also. Federer wär stolz. Der Name Federer hat Lukas ein kurzes Zittern in der Brust verursacht. Er hat immer noch nicht ganz realisieren können, dass der Tennisstar das für ihn angefangen hat. Er hat sich in einen Stuhl sinken lassen, müde vom Tag, aber leicht im Schopf. Claras Psyche ist ihm auch noch bliebe, ihre versprochen, morgen schon, ein zartes Band, wo sich wieder um sie gewickelt hat. Am nächsten Morgen ist Clara wieder da gsi, während der Aufenthalt schon voller Morgschatter gsi. Sie hat in Papiertasche vor sich getragen, wo sie auf den Tisch gestellt hat. «Habe ich dir etwas mitgebracht?» hat sie gesagt. In der Tasche haben 2 Gipfeli gelegen, goldig mit feinen Blätterteig und ein kleines Glas mit heimgemacht Aprikosenkonfit. Lukas hat rausgeschaut, der Duft hat ihm an seine Mutter seine Schuhe erinnert.
Hättest nicht müssen, hat er murmelt, aber er hat etwas genommen. Die Butter gewarmt, hat sich sofort auf seine Zunge verbreitet. Stern. Clara hat schmunzelt und sich vis-à-vis gesetzt. Hanni welle, sie schaut ihn an. Lukas, du gehst schon viel besser aus. Zuerst haben sie nur stockend geredet, aber nach und nach ist's einfacher geworden. Sie hat von ihrem Sohn Emil erzählt, er liebt Tennis und vergöttert die Federer. Und sie hat auch noch gefragt, wie das Training läuft. Er würde verrückt werden, wenn er wüsste, dass du den Roger getroffen hast, hat sie gelacht. Lukas hat genickt, der Gedanke, dass er zum Erzählen ist ihm noch immer fremd. Zum Abschied hat sie ihn Schürz umarmt, klein ungeschickt, aber ehrlich. Lukas hat schluckt, Träne grad so unterdrückt. Geh bald wieder, hat sie gesagt, und zum ersten Mal hat er's wirklich geglaubt. Am Training am nächsten Tag hat Lukas sich in neue Sachen vertieft, wie man Tabelle braucht, E-Mail schickt. Seine Finger sind klein stolpert, aber Markus, der Instruktor, ist geduldig geblieben. Du bist auf dem richtigen Weg, hat er gesagt, wie Lukas Testnachricht tippt. Hallo, ich bin der Lukas. Bis am Mittwoch hat er sogar ein Grundgerüst für Lebenslauf gegeben, Namen, paar alte Job im Werk und im Training obendrauf. Es ist nichts Grossartiges, aber es ist ein Fundament. Ausserhalb ist der Hashtag Rote Federerherz immer grösser geworden. In Zürich haben die Leute daran geglaubt, Café in der Niederdorfstrasse Plakate ausgehängt. Unterstützt Caritas, inspiriert vom Roger, Metzger in Oerlikon, hat eine Woche lang Wurst für die Unterkunft gespendet, Schüler haben Jacken für Obdachlose sammelt. Und Video. 5 Millionen Views hat das ganze Land bewegt. SRF hat eine Reportage darüber gemacht. Er ist unser Roger, hat Frau in rote Schal gesehen. Wir haben immer gewusst, dass er ein grosses Herz hat. Die grösste Bestätigung ist aber am Donnerstag schon. Es hat das Lager in Dietikon, wo Tränen sucht. Würde das dich interessieren, hat Markus gefragt. Lukas ist ein Moment sprachlos gsi. Ja, hat er schliesslich gesagt. Ich probier's, Markus hat gelacht, super. Ich richte dir in die Zukunft, hat UF einmal greifbar aufgehüllt. Am Samstag ist der Clara mit Emil schon. Onkel Lukas hat 6-jährig vorsichtig gefragt. Lukas hat genickt, klein nervös, aber berührt. Du hast die Feder getroffen, oder? Ist er cool? Lukas hat gelächelt, die erste Mal richtig. Ja, ziemlich cool, Emil hat vor Freude grinst. Die Clara hat gelacht und in dem Moment hat sie sich nicht mehr wie Fremde angefühlt. Am Montag ist Lukas früh aufgestanden. Die Unterkunft war noch still, während er sich parat gemacht hat. Scherz hat rastet, aber unter all der Nervosität hat es ein Gefühl von Stabilität gegeben. Der Stell in Dietikon, er hat sich das ganze Woche darauf vorbereitet. Die Clara hat ihm blühne Hemd und Krawatte gebraucht und Dana hat ihm einen Scham gelernt. Im Spiegel vom Unterkunftsbad hat er sich die Shirts beschauen. Ich gehe fast aus wie jemand, wo in Zukunft hat er gedacht. Mit dem Tram ist er über Altstädte nach Dietikon. Während die Stadt US im Sichtfeld verschwunden ist, hat er sich paar Antworten vorbereitet. Ich bin zuverlässig. Ich will schaffen. Ich habe eine Chance bekommen und ich will sie nicht versuchen. Im Logistikhuber AG hat ihn Herr Berger kräftige Typ mit einer schlichten Weste nüchtern begrüßt. Herr Mir hat er gefragt, während er die Bewerbung überflogen hat.
Wieso wollen Sie die Stelle? Lukas hat Luft geholt. Ich ha lang nicht gafft. Aber ich bin dran, mich zurückzukämpfen. Und ich lasse diese Chance nicht aussen. Der Berger hat Notiz gemacht. Ha von Ihnen gehört, Sie sind doch der Federer-Typ. Lukas hat verblüfft genickt. Ja, er hat mir einen Start gegeben. Berger hat klitzeklein gelächelt. Wenn Sie für den Roger gut genug sind, sind Sie für Emmy auch gut genug. Schön Sie am Montag anfangen, Lukas hat fast nicht glauben können. Ja. Absolut. Wieder Zürich hat er die Clara angerufen. Ich ha sie becho, sie hat schreien und gelacht. Lukas, ich has gewusst, Emil hat sicher würd meine, nur wegen Roger. Lukas lächelte, die Stimme von ihrer Stolz hat ihn warm gemacht. Zurück im Sturz hat er der Anna erzählt, wo ihm UF die Schulter schlagt hat. Du machst es, hat sie gesagt. Schritt für Schritt. Die Nacht hat er auf im Bett gelegen, die Krawatte über den Stuhl gehen und sich selber erlaubt, es zu glauben, das ist kein Zufall, das ist sein Leben, wo sich am Wende ist. Unterwegs ist der rote Federer-Herzbewegung auf ihrem Peak gsi. Ein Video hat über 15 Millionen Views gegeben, eine nationale Sensation, wo die Schweiz mit Leidenschaft aufgenommen hat. Die Zürichstrasse haben vibriert, Tramfahrer haben, danke Roger, Schilder an ihre Fenster geklebt und E-Bäckerei beim Paradeplatz hat federförmige Gipfeli verkauft und die Erlöse an Caritas gespendet. In Bern hat ein Chor vor dem Bundeshaus gesungen und Geld für Sturzen gesammelt, während der Genfer Jet rot-weiss aufgeleuchtet ist, ein Zeichen von Solidarität. SRF hat ein Spezial herausgegeben, Rogers Welle mit Interviews von Caritas-Mitarbeitern und Spender. Es hat mit einer Person angefangen, hat Anna vor der Kamera gesehen, aber jetzt berührt es 1000. Spenden sind reingehagelt, 100.000 von Franken genug, um ein neues Caritas-Zentrum in Luzern aufzumachen. Roger ist stumm geblieben, hat keine Interviews angelehnt, aber seine Stiftung hat still und heimlich die Spende verdoppelt. Es Insider hat die NZZ verraten, wo drauf gedruckt hat. Federers Millionen für die Vergessenen von der Schweiz. In Zürich haben die Leute sich beim Ursprungsort versammelt, Blumen und Bericht auf den Limmatquai gelügt. Grüezi Roger, du bist unser Held. Online ist die Bewegung explodiert. Rote Federer-Herzposts haben Kids in Chur Brot verteilen gezeigt, Teenager in Luzern, wo für ältere Leute Schnee schaufelt haben, alles mit dem Caption für Roger. Lukas hat alles im Sturz verfolgt, wo Dr. Hans im Videos auf seinem Handy gezeigt hat. Schau das an, hat Dr. Hans grinst. Du und Dr. Federer, ihr habt die ganze Schweiz bewegt. Lukas hat zugelügt, die Dimension von dem Alles hat ihn schwindlig gemacht. Es ist seine Gicht gsi, aber Dr. Roger seine Güte hat's für entfacht. Am Dienstag ist er wieder ins Training gegangen und hat Jobnews mit Dr. Markus geteilt. Dietikon, hat Dr. Markus gesagt. Solide Sache. Stolz UFDI. Lukas hat genickt und die Worte haben sich stabil angelegt. Am Ubi haben die Clara und Dr. Emil wieder besucht, Emil voll Energie. Onkel Lukas, du bist berühmt, hat er gesagt und mit dem Tennisracket gewunken. Lukas hat gelacht und ihm de Haar verwuschelt. Nicht ich, Roger. Aber Emil hat den Schopf schüttelt. Doch auch du. Meine Freunde haben dich im TV gegeben. Clara hat gelächelt und ihm das Bäckereischachteli überreicht, Zuger Kirschtorte Mahl.
Er hat recht, hat sie gesagt. Du bist ein Teil davon. Jan zusammen in der Lounge-Gasse, der Kirschsüße ist ein seltener Genuss gsi und Lukas hat gespürt, wie sich die Stücke vom Leben zusammenhängen, Familie, Arbeit, Sinn. Am Mittwoch hat Caritas spontane Fest gemacht, die neue Gelder haben mehr Betten, mehr Programm ermöglicht und Lukas ist der Ehrengast gsi. Bewohner haben geklatscht, wo die Anna ihm ein Glas Glühwein überreicht hat. UF Lukas hat sie angestossen und UF Roger, egal wo er ist. Lukas hat das Glas aufgelügt und mit fester Stimme gesagt, UF zweite Chance. Der Raum hat gejubelt und für einmal hat er sich nicht im Mittelpunkt unwohl gefühlt. Die Nacht hat er Blickzeitung gegeben, wo sein Foto von ihm im Training UF Doktor Titelblatt gesiegt hat. Federers Schenk hat Welle ausgelöscht, vom Obdachlosen zur neuen Zukunft. Er hat das Blatt gekauft und unter seinen Arm stochen, ein stilles Zeichen wie wieder schon ist. Die Bewegung hat ihren Peak mit dem viralen Moment erreicht, ein Video von Federer bei meinem Charity-Match in Zürich, wo er der Menge zuwinkt, ist aufgetaucht mit Überschrift «Danke, Schweiz, dass du der Welt gezeigt hast, was Güte bewirken». Die Fans haben gejubelt und Lukas, wo es UF-Doktor Hans im Handy angelügt hat einen Klumpen in Doktor Hals gespürt. Roger hat's nicht vergessen, er hat die Schweiz einfach die Fackel wieder tragen lassen. Lukas seine erste Tag beim Logistikhuber AG hat Schalt und Grau angefangen, so ein tiefes Februarmorgen, wo Zürich im Nebel versoffen ist und Trams voller Reifen sind. Er ist schon vor dem Alarm im Heim aufgestanden, die Nerven haben gesprungen, während er das blaue Hemdli und die Krawatte angelegt hat, wo der Clara ihm gegeben hat. Das Lebenslauf, schon ganz zusammengekrügelt vom View angelegt werden, hat er die Plastikhülle gesteckt, wo die Anna gefunden hat, und nach Emi Schnue Kaffee hat er das frühe Tram UF Dietikum genommen. Die Fahrt war ruhig, die Pendler haben Töst oder UF ihre Hände gescrollt und Lukas hat zugesehen, wie der Stadt langsam Industriebau hat Platz gemacht, glänzende Stahllager unter dem schwachen Sonnenschein. Er ist am 7:45 angekommen, 15 Minuten zu früh und hat aussen vor dem Gebäude gestanden, seine Atem in die schalte Luft puffend. Drinnen hat ihn Dr. Herr Berger mit Emi Schurenich begrüßt. Meier gut. Heute bist du beim Franz, picken und packen. Schon mit. Dr. Franz ist ein drahtiges Mensch in den 50er gsi, alles Sehnen und angestrengte Blicke. Er hat dem Lukas ein Leuchtwäschli und Scanner in der Hand gedruckt. Der RBI bliebe, hat Dr. Franz gemeint, seine Deutsch kurz und hart. Scanne Schicht bewege. Nicht so schwer. Lukas hat gelenkt und Doktor Scanner fest umklammert, wie wenn sie letzte Chance wäre. Das Ledger hat gerummt, Stapler Hand biebt, Kiste Hand UF die Palette gepoltert und die Luft hat noch Staub und Päckchenband schmückt. Seine erste Aufgabe war einfach, Strichcodes UF-Maschinenteile scannen und für den Versand bereitlegen. Seine Hände haben am Anfang bissli zittert, aber nach den ersten paar Scans hat Dr. Franz murkst. Nicht schlecht für ein Neue. Und Lukas hat ein kleines Stück Stolz eingeschnuffen. Bis Mittag hat dem Doktor Rücken wehgetan und seine Finger sind numm gsi, aber er hat schrittgau 30 Kisten ohne Fehler gestapelt. Er hat in der Kantine ein schönes Sandwich gegessen, die Bittere vom Automatcafé dazu und die Leute hören, wie sie über Fußball, das Wetter und Federn sein letztes Charity-Match geredet haben. «Hast du gehört, er spendiert für Obdachlose?» hat jemand gefragt.
Lukas ist stumm bliebe, langsam schwend, immer noch chli perplex über die Verbindung. Am Nachmittag ist es aber er hat durchbiss, den Rhythmus gelernt, das keine Schicht bewegt. Um 16 Uhr ist Schicht endet, Dr. Franz hat dem UF die Schüler geklopft. Passt schon, hat er gemeint, und Lukas ist mit dem Versprechen für seine erste Taltag aus. Stramm zurück UF Zürich ist wie ein Nebel müde ist er aber irgendwo unten im Herz hat's glüht, er hat's gafft. Es Job, es richtiges Tagwert. Am Obig hat er der Clara angelüht, ihre Stimme hat vor Freude schürzt kratzt. Deste Tag sind immer am härtesten, hat sie gesagt. Du bist stärker als du meinst. Lukas hat schmunzelt, de Wort in sich aufweh. Dienstag hat mehr brucht, Laden schwerere Kiste, aber er hat sich angepasst, de Muskeln haben sie an die Schufterei erinnert. Am Mittwoch hat Dr. Franz ihm schon vertraut, selber ein kleines Team zu führen und er ist früher fertig geworden, wo Dr. Franz Erars gut brummelt hat. Am Obig hat er beim Migros in Altstädte angelegt, Doktor ein 100er Note immer noch in der Tasche. Er hat ein paar Sachen gekauft, neue Söcke, ein Lindschoggi, ein billiges Rasierset, kleine Fräde, wo sich wie sie's anfühlt haben. Zurück im Heim ist Dr. Hans gesprungen. Arbeitet er jetzt, hä? Schaufst mehr ein Bier? Lukas hat gelacht und ihm den Schogi zugeworfen. Nächst Mal. Dr. Hans hat grinst und grad abgebiss. Am Donnerstag hat ein Aufgang ihn aufschüttelt. Er hat grad Kiste gestapelt, wie ein Kamion ins Ledger hineingefahren ist und der Chauffeur ist ausgumpet mit einem Klemmbrett. Dr. Mensch ist gross gsi, bärtig, seine Jacke am Ellbogen abschraubt. Und etwas an seinem Gang hat beim Lukas das Gefühl erweckt, dass er ihn kennt. Meier hat Doktor Chauffeur gefragt, die Augen zusammengekneift. Lukas ist erstarrt. Jonas? Sie alte Schaffengespändli von Schlieren, de wo sie immer auf die Pausenzigi geteilt haben, bevor alles für Lukas abgegangen ist. Dr. Jonas hat gelacht, schön lückig, aber ehrlich. Verdammt, Lukas! Han gemeint, du bist verschwunden. Sie haben sich dann geschüttelt, klein ungeschickt. Hast gehört, du wärst auf die Strasse? Hat Dr. Jonas Leser gefragt. Lukas ist am ersten Tag bei der Logistik Huber AG am Morgen aufgewacht, die Luft schalt und grau, so ein typisches Februarmorgen, wo die Nebel in Zürich an den Dächern pickt und die Tramgleise glatt vor Reif sind. Er ist schon vor dem Wechersignal wach gsi, der Hans gemacht, während er das blaue Hemli und die Krawatte angelegt hat, wo de Clara gegeben hat. Das Lebenslauf, schon klein zerknascht vom vielen Anlage, ist in ein Plastikmöppli gestopft, wo Dana gefunden hat, und er hat sich noch schnell das Kaffee geholt, bevor er die Frühtram auf Dietikum genommen hat. Die Fahrt war still, Pendler haben identisch gestarrt oder ekli dusselt und Lukas hat das Fenster ausgelückt, wie in der Stadt langsam von Industriegebiet aufbrecht ist, Stahlhäuser haben unter schwachem Sonnenschein glistert. Um 7:45 ist er da zu früher als nötig und hat ausserhalb vom Gebäude gestanden, Datum wie es wisse Wölkli vor sich. Ihnen hat ihn Herr Berger mit Erik Knappenicki begrüßt. Meier, gut. Du bist heute mit dem Franz, picken und backen. Schon mit. Franz ist ein drahtiger Mann, sicher in den 50er, ganz Sehne und ein bisschen verschlafen, und hat dem Lukas ein Heiwhisky und einen Scanner in die Hand gedrückt. Habt ihr parat, hat er gesagt, seine Schweizerdeutsch direkt und ohne viel Blabla. Scanne, Stapele, verschiebe. Einfach.
Lukas hat nicht den Scanner wie ein Rettungsseil gepackt. Die Lagerhalle hat gebrucht, Stapler haben gebippt, Kisten sind auf Paletti dunkt und die Luft hat noch Staub und Klebeband schmückt. Die erste Aufgabe war einfach. Barcode von Maschinenteilen scannen, stapeln, fertig. Seine Hände haben zuerst gezittert, aber Franz hat nur passt schon genuschelt, wo's gelungen ist. Nicht schlecht für eine neue, hat er gerummt, und in der Lukas ist ein kleines Stutz aufgeblitzt. Bei der Mittagspause hat ihm der Ruge wehgetan, die Finger sind klein taub gsi, aber er hat das Tempo mitgehalten, 30 Kisten ohne Fehler gestapelt. In der Kantine hat er ein Schäß-Sandwich rausgepackt, ein bitteres Automatenkaffee getrunken und hören zu, wie die Leute über Fußballresultate, das Wetter und Federers letztes Charity-Match diskutiert haben. Hey, hast du gegeben? Federer spendet jetzt sogar für Obdachlose. Lukas hat nichts gesagt, nur langsam die Schule, die Verbindung zwischen ihm und dem ganzen Hype immer noch surreal. Nachmittag ist sicher zäh, aber er hat durch bis ins Rhythmus gelernt, scannen, stapeln, schieben. Viri ist fertig gsi und Franz hat ihm auf die Schulter geklopft. Du passt schon. Der Lukas ist mit Zuanlage für die Woche in den Sack auf, Tram zurück auf Zürich gestiegen, die Müdigkeit zog, aber unter allem ein warmes «Ich has gemacht». Am Abend hatte die Clara angeläutet, ihre Stimme voll Freude. Erster Tag ist immer der härteste, hat sie gesagt. Aber du bist härter, als du denkst. Er hat gelächelt, die Worte sinken lassen. So weiter hat's dann ausgesehen. Die Zistung ist klein härter geworden, schwere Kisten, Lastwagen beladen, aber Lukas hat sich angepasst, seine Muskeln haben sich erinnert. Bei dem Mittwoch hat Franz kleine eigenständige Aufgaben gegeben und Lukas hat es schneller als erwartet geschafft. Gut. Am Obig hat er sich etwas geleistet, Migros, Altstädte, 100 Stutz vom ersten Lohn in der Tasche. Neue Söcke, ein Lindschoggi, ein günstiges Rasiermesser. Kleine Luxus, aber für ihn echte Siege. Donnerstag ist es wieder Zufall gsi, wo Lukas nicht ganz verarbeitet hat. Er hat die Kiste stackt, wie es Lieferwägli angerollt ist. Doktor Fahrer, gross, Bart, abgenutzte Jacke, hat rausgehüpft und in seinem Clipboard glotzt. Er hat Lukas gelügt. Mehr. Lukas ist erstarrt. Jonas? Sie haben sich mit grobi Händen gerüscht, Jonas, seine alte Fabrikkumpel von früher, bevor alles zu Boden gegangen ist. Verdammt, Lukas! Ich ha denkt, du bist verschwunden. Jonas hat leuchtet. Dann ha ich das Video gegeben, Federer, du, das ganze Dings. Ich has nicht schöne Glaube. Lukas hat sich verschoben, aber ein warmes Gefühl ist aufgekommen. Ja, er hat mich durchbrochen. Ich schaffe jetzt. Jonas hat pfiffen. Die Federer ist ein verdammter Zauberer, has immer gewusst, dass du's schonst. Sie haben schnell zusammengeredet, Jonas fährt jetzt Kamion, hat's Kind unterwegs. Schon mal Werbe hat er gesagt und das Adresse aufschreiben. Schöne mal richtig schnurren. Lukas hat nicht das Blatt in die Tasche gesteckt. Ein Stück von früher hat sich das erste Mal wieder an die Gegenwart angeknüpft. Zürich hat die Federerhype auftreten. Mit Herz wie Roger. Trams haben Kleber dran an, die Leute haben auf die Strasse chaotisch Tanzen gemacht für Caritas. 20 Millionen Videoviews. Bar in St. Gallen hat ein Bier nach dem Roger benannt. Herz-El. Caritas Zürich ist am Brummeln, neue Betten, Computerlab, Dana hat gemunkelt.
Mir soll Träne anstehen, Lukas ist Doktorbeweis, dass es funktioniert. Er hätt's klein schwierig glaubet. Ich. Aber Freitag hat er die erste Zahlung überkommen. Nicht will, aber sie's. Samstag ist er in seine erste Wohnung gezüg. Klein, aber seine. Drogenscharte hat er aufgehängt, es Erinnerung. Er hat's Video bei der Hans gegeben. Federer lacht. Danke, Schweiz. Und Lukas hat genickt. Nicht nur mich überlebe. Jetzt lebe. Dank dir. Roger wunk's ab, lügt mehr in der Lagerhalle. Du hast die Arbeit gemacht. Ich ha nur ein bisschen schubst. Franz stand mehr, die Augen gross, aber Roger hat seine Aufmerksamkeit ganz bei Lukas gehabt. Caritas sagt, du bist ein Erfolgsbeispiel. Ha denkt, ich schau mal Werbe ohne Kamera, ganz privat. Lukas schluckt, die Bedeutung schon langsam einsinken. Warum ich? Fragt er gleich wie am ersten Tag. Roger zuckt die Schultern, dann in die Tasche. Ha etwas in dir gegeben. Immer noch. Sie redet Scherz ruhig über die Arbeit, Tonung, Training. Roger seine Gemütlichkeit macht's einfach wie zwei alte Kollegen, wo sich wieder treffen. Mach weiter, seit Roger vorher geht. Du beweisest, dass es geht. Er drückt Lukas ein kleines Kuvert in die Hand, deines handschriebene Notiz. Für Lukas, bleib stark. RF. Lukas starrt drauf, während das Auto fortfährt, und Franz klopft ihm auf die Schulter. Sieh, Federer ist die Schützengel, Ma. Lukas verstaut die Notiz und das grosses Grinsen bricht aus. Die Nacht macht er extra viel Spätzli, die Radio blast Jodler und die Tonung fühlt sich langsam wie eheim an. Am Samstag schön mit Clara und Emil stujubt in die Wohnung rein, seine Federerkappe schräg auf am Schopf. Mega cool! Ruft er und hüpft aufs Bett. Clara bringt die Krise Linzertorte, trendet schnusprig und sie schnappt in die Luft, als Lukas ihr Roger seine Notiz zeigt. Er ist zu dir schon? Sie lügt ihn mit grossen Augen an. Ja, sieht Lukas selber immer noch überrascht. Einfach so aufgetaucht. Emil greift die Notiz, fährt mit seinem Finger über das RF mit Ehrfurcht. Er ist der Beste. Hast gesagt, Onkel Lukas, du bist wie er. Sie essen zusammen, Brösmeli fliegen und Lukas erzählt den Gästen, Roger seine ruhige Psyche, die Stille im Lager. Clara kriegt wässrige Augen und nimmt seine Hand. Du bist zurück, sagt sie. Wirklich zurück. Aussendrehen rote Federerherz und Witter. Zürcher Zeitungen Berichte lesen, Federer in Dietikon gehen. Keine Fotos, die Privatsphäre bleibt respektiert. Der Movement hebt an, ein Luzerner Skiclub spendet Ausrüstung für die Kind mit dem Hashtag für Roger und das Café in Basel gibt Gratis-Kaffee für Arbeiter, inspiriert von seinem Feuer. Caritas öffnet seine Luzerner Filiale, SSRF zeigt das Band durchschneiden und Anna strahlt. Ein Akt hat alles verändert. Lukas sieht das Interview beim Hans, wo laut jubelt, das bist du, Ma. Lukas schüttelt den Schopf, aber stutz bleibt. Am Sonntag spaziert er zum Zürichsee, das Wasser stahlgrau unter der tiefen Sonne und sitzt an die Bänkli beim Bürkliplatz. Die Notiz ist in seine Tasche, Roger seine Worte, bleib stark, stiller Rhythmus in seinem Schopf. Er hat mal nur Schätte von sich selber gegeben. Dann ist er ein Video geworden.
Jetzt ist er ein Mann mit Emmy Schlüssel, mit ihrer Familie, mit ihrer Zukunft. Das Video hat 25 Millionen Views erreicht, aber für Lukas gibt's andere Bild. Die Stadt, wo er zurückerobert hat, Schritt für Schritt. Er wirft das Kisel ins Wasser, die Welle dehnt sich aus, und er denkt an Roger, nicht die Legende, sondern den Mann, wo bleiben ist, wo ihn gegeben hat. Der Nebel lichtet sich ein bisschen und Lukas steht auf. Bereit für Mendung. Bereit für die Zukunft, wo er selber baut. Lukas hat sich in seinen Rhythmus eingegliedert, seine Wohnung in der Enge ist eine sichere Basis geworden. Jede Morgen kleiner Kaffee auf dem Hotplate, die bissende Duft sticht auf, während er lügt, wie Zürich erwacht, Tram beim Leih, die Möwe, wo über den See schreien, die Glocke von St. Peters, wo langsam 8 schlägt. Er hat das vergilbtes Vorhangli aufgehängt, aber es macht das Fenster klein wärmer und das Radio bleibt an, SRF 1, oder öppi in Auströter Jodler. Die Zugfahrt auf Dietikon ist zur Gewohnheit geworden, die Arbeit im Lager stimmig, Franz hat mehr Vertrau, de Gili Hans Federes Shadow nicht nur ein Spott, sondern ein Respekt. Seine Lohnzettel sammeln sich und er eröffnet das Postfinanzkonto, sieht zum ersten Mal ein Saldo, wo wächst. Genug für Miete, Ess und eine warme Jacke von der Manor, wenn der Schelte Schand. Am Samstag schon Clara und Emil und Lukas kocht Zürcher Geschnetzeltes, Erinnerung zusammen mit Rahm und Kalbfleisch. Emil schlägt mit seinem Tennisball gegen die Wand. «Du sollst mal mit mir spielen», ruft er. «Wie der Roger?» Lukas lacht. «Ich würde 10 Sekunden verlieren». Clara schmunzelt. «Du gewinnst das du, sitze und seht in der Runde. Das ist genug. Die Shit ist warm, klein Kribbeli, eine Familie, wo sich wiederfindet. Am Mittwoch Jonas mittlere Lieferung, bleibt kli länger schnurren. Läuft gut, hä? Jo, hast recht grinst Lukas. Jonas nickt. Der Schleini chant nächst Monet. Du triffst sie sicher mal. Es Versprechen e Band, wo wieder gewachsen ist. Am Donnerstag chant e Meilenstein. Caritas Zürich plant Event, danke Roger Tag. Flyer hängen überall, zum Hartturmpark, 28. Februar, Essay, Musik, Hoffnung. Am Abend läutet Anna. Du bist der Ehrengast. Lukas stockt. Ich kann nicht reden. Sie einfach da, hat sie gesagt. Die Leute wollen dich gehen. Er hat zugestimmt, ein bisschen nervös, aber Roger seine Notiz blieb stark, hat nicht vorgeschoben. Am Freitag hat er ein halbes Schicht gearbeitet, Franz hat nicht früher gelassen mit Emmy brummen. «Go, werd berühmt», hat er gelächelt. Lukas ist mit dem Tram heimgefahren, das Flyer zerknittert in der Tasche. Am Samstag ist die Luft klar gsi, die Himmel selten so blau über Zürich. Hartturmpark hat um 12 Grund Stände das Gras gesümmt mit Raclette, Wurst und Glühwein und Blasmusik hat neben provisorische Bühne gespielt. Familien haben rumgelaufen, Kind mit Federballoni in der Hand und Freiwillige mit roten Federherz-T-Shirts haben Brotweg verteilt. Lukas ist mit Clara und dem Emil angeschaut, Emil mit seinem Federkäppi stolz auf dem Schopf. «Das ist riesig», hat Emil gesagt und Lukas am Ärmel zog. Die Menschenmenge ist gewachsen, erst Hunderte der über 1000er Zürich-Leute, Anzug von der Gicht, wo am Limmatquai angefangen hat. Dana hat ihn begrüßt und richtig Bühl geführt. «Bist parat?» hat sie gefragt. Lukas hat nicht den Hals ein bisschen zu.
Sie ist zum Mikro und ihre Stimme hat drüber gelegen. Vor einem Jahr ist unsichtbar gsi. Der hat Roger Federer angehalten, gegeben und uns auch eine Lektion in Nächstenliebe gegeben. Heute ist Lukas mir da, zum zeigen, was möglich ist. Die Menge hat gejubelt und Lukas ist rausgegangen, dann in die Tasche. Hallo, hat er gesagt mit ihrer rohen Stimme. Hat es nicht erwartet. Der Roger hat mir ein Franken gegeben, Chance und ich habe es genommen. Ha schafft. Ha Job. Ha mein Platz. Meine Familie zurück. Er hat die Clara angelügt, wo durch Tränen hindurch gelächelt hat. Wenn ich das schaue, schans jede. Danke Roger und danke Zürich. Der Applaus ist explodiert, Emil hat am lautesten gepfiffen und Lukas ist von der Bühne ab, der Schopf heikalt, aber die Wange heiss. Das Fest ist weitergegangen, Rede, Leute, die schildert haben, wie sie Haus gefunden haben, Job, neuen Start, auch ein Danke Ruth Federherz. Lokale Band hat wie Zürich gespielt, die Luft hat noch Raclette schmückt. SSRF und der Tagesanzeiger haben's gefilmt, es hat Gies Federers Vermächtnistag. Das Video hat übers Wochenende 30 Millionen Views gehabt, Fans haben gepostet, Rogers Herz schlägt in uns all. Am Sonntag hat Lukas sich ausgeruht, das Wohnung ein bisschen still nach dem ganzen Chaos. Die Clara hat ihm ein Birchermüsli gemischt angelassen und er hat's langsam gegessen, die Radio leise am Brumm. Ein Klopfen an die Tür hat ihn erschrocken, Hans, mit einem Grinsen. «Hat im TV gegeben, Kolleg?» «Jetzt bist verdammte Held.» Lukas hat gelacht und ihn eingeladen. «Nein, einfach ein Typ.» Hans hat dann gewunken. «Nein, du bist Funke.» Federer hat ihn angezündet, aber du hast ihn Brand gehalten. Sie haben das Bier geteilt, der erste Luxuskauf von Lukas und SSRF Replay gelügt. Hartturm Park ist auf den Schirm glüht. Am Montag hat die Arbeit sich leichter angefühlt, der Kollege hat ihn veräppelt wegen seinem Auftritt. Die Franz hat ihm ein ersatzfestige Gewand geworfen. «Behalt es», hat er gesagt. «Hast's verdient.» Die Nacht hat Lukas wieder am Bürkliplatz verbracht, sie hat im Licht von der Strassenlampe schimmert. Er hat Schlagzeilen gegeben in ihr Tagesanzeiger-Schaukasten. Federers Welle erreicht Millionen. Aber für Lukas ist echte Welle da gsi. Job, Wohnung, die Lache von der Clara, das Käppi vom Emil. Er hat Roger seine Notiz rausgenommen, Schreib langsam verblasst, aber immer noch klar. Bleib stark. Und das ist er stärker, als er je gedacht hat. Quer durch Zürich hat Rote Federer Herz weitergeschlagen, freiwillige haben das Wandbild beim Bahnhofstrasse gemalt, Roger seine Silhouette mit Danke in Rot. Die Caritas hat 5.000 Franken mit dem Event zusammengebracht, genug für Immobile-Klinik. Lukas hat die Schale nicht wissen müssen, er hat's gespürt in den Gesprächen in der Unterkunft, in den Blicken der Arbeiter, in seinem Schlüssel. Er hat eine weitere Steh ins Wasser geworfen, die Wellen haben sich ausgebreitet und er ist heim, der steht wieder seine. Lukas steht am Fenster von seiner Wohnung, der vergilbte Vorhang ein bisschen zurückzog, während Morgen über Zürich ist gekrochen. Die Stadt war ruhig, Doktor See silbrig Schimmer unter blassem Märzhimmel und das Lichtklepfen von der ersten Trams ist enge aufschallet. Er hat seine Kaffeetasse gehalten, die Wärme ist in seine Hände geschliffen und er hat seine Gedanken laufen lassen. Ein Monet in Doktorwohnung, Woche im Lager, Claras Besuch, Emils Lachen, es ist ein Leben geworden, nicht nur in Reihe von Tagen.
Doktor, danke Roger Event hat noch nachgalt, Chabler immer noch in seine Ohren, ein komisches Gemisch von Stutz und Ungläube in seinem Herz. Er ist von Schat am Limatquai zu Mann Doktor geworden, seine Stimme hat zittert, aber sie ist gelost worden. Roger sein Zettel hat am Wand gegangen, deckt sich am Kröllen, ein stilles Fundament, blieb stark, er hat probiert. Jedes kennt bei Doktor Arbeit, jedes Kochen zur Nacht, jedes Telefon mit Clara hat's bewiesen. Am Montag ist Slager wie immer am Brummen gsi. Doktor Franz hat ne mit neue Laden zuteilt, Paletten für Bernlieferung und Doktor Lukas hat zügig geschafft, z Kennerpiep gewohnten Rhythmus. Die Gespräche vom Team sind umgeschwirrt, Doktor Fröhlich Chand, neueste Match von FC Zürich und das Murmeli über Doktor Federer sein nächstes Turnier. Doktor Schatt ist heute ruhig, hat er gemeint und gelächelt. Doktor Lukas hat zurückgelächelt, heute ist die Spitzname ihm nicht mehr fremd vorgekommen. Noch Doktorschicht hat er beim Kiosk bei Dietikon Bahnhof Tagsanzeiger gerufen. Ein kleines Titelblatt hat ihn gelustet. Federers Herz schlägt weiter, Caritas Mobilklinik UF Strasse. UF im Bild hat ein weisse Bus gegeben, bei Bellevue mit Doktoren im roten Federer-Herz-T-Shirt, wo Deckeli verteilt haben. Er hat gelächelt und schätig unter seinem Arm stochen, die Welle haben sich wieder verzählt. Zu Hause hat er Raclette gekocht, Doktor Schäs hat über den Töpfel schmolzen, ein Gürkli nebendran und SRF 3 ist leise gelaufen. Anrufer hat über Deckli geredet. Hani beim CG. Dr. Roger macht's schon wieder, Dr. Lukas hat langsam gegessen, Dr. Schmack hat nicht zurück in die Gewart geholt, und er hat ans erste Sandwich von Roger sie 100 Stutz denkt. Das ist mehr als es 9, das ist es Anfang gsi. Am Dienstag hat Clara angelüht, ihre Stimme freundlich. Dr. Emil hat am Samstag ein Tennismatch, ein Schulturnier. Schon schlugi Dr. Lukas hat überlegt, das Wochenende ist jetzt seine Zeit, aber volle Turnhallen sind nicht so sein Ding. Er würde sich freuen, hat sie druckt. Seit du bist seine Vorbild, Dr. Lukas hat sich entspannt. Ja, ich schwumm. Doktor Rest von Doktor Wuche ist verflogen, seine Hände sind sicher geworden, Doktor Franz hat mit Grunz seine Arbeit bestätigt. Am Freitag hat er ein kleines Lohnerhöhung bekommen, nicht viel, aber genug für zweiten Stuhl. Er hat sich Dr. Emil vorgestellt, wie er drauf umhüpft. Am Samstag ist er mit dem Tram UF Winterthur gefahren, die Adresse von Clara ist fest in seinem Griff gsi. Die Turnhalle ist voll gsi, die Kind haben grüne, die Bell haben tätschet, die Ältere haben jubelt. Dr. Emil hat ne geh und wild gewunket im Federercap. Onkel Lukas hat er gelaufen, die Schläger in die Luft galti. Dr. Lukas hat zurückgewinkt und sich UF Bänkli gesetzt, während Clara sich neben ihn gestellt hat. Er ist verkranzt, hat sie gelächelt. Nur noch Federer. Dr. Emil hat gespielt, ein bisschen holprig, aber kämpferisch, seine Rückhand ist knapp gegangen, aber sie hat gelenkt. Dr. Lukas hat geklatscht, der Stutz ist ihm aufsteigen und Clara hat ihn gestupft. Du tuet's ihm gut. Das Match ist vorbei, Dr. Emil ist verschwitzt, aber strahlend, Doktor dritt Platz, aber überglücklich. Hast's geil, hat er gefragt, während der Dr. Lukas umarmt hat. Ja, Champ, hat Dr. Lukas gesagt und seinem Schopf durchschug. Sie haben nachher Brezel gegessen, Brösmeli sind am Emil sein Shirt picken geblieben und Dr. Lukas hat die Ruhe gespürt, Familie, einfach und echt. Am Sonntag ist die Überraschung schon.
Er ist grad am heissen Blatt am Schrubben gsi, das Radio ist leise gelaufen, wie es Klopfen an Doktortür ihn zusammengezogen hat. Er hat aufgemacht, Dans erwartet, aber ist verstockt. Roger Federer ist gestanden, locker in ihre Jacke und mit ihre Schappe, aber heute ohne Sonnenbrille. Lukas, hat er gelächelt. Hast du eine Minute? Dr. Lukas hat geschluckt, dann die Tür aufgemacht. Ja, zum rein. Dr. Roger ist in die Wohnung gelüpft, hat das Radio angelügt, Dr. Zettel an Dr. Wand. Schöne Wohnung, hat er gesagt, dann in der Tasche. Dr. Lukas hat gestammelt, sie ist klein, aber mini. Stern, Lukas stünd am Fenster von seiner Wohnung, der vergilbte Vorhang zurückzog, während morgenfrüh sacht über Zürich kroch. Die Stadt ist ruhig gsi, die See ein silbrig Schimmer unterm blassen Märzhimmel und das leiste Ratteri von der ersten Tram ist aus Enge aufgekommen. Er hat seine Kaffeetasse gehalten, die Wärme ist in seine Hände hineingekrochen und er hat seine Gedanken schweifen lassen. Ein Monat in der Wohnung, Woche im Lager, Claras Psyche, Emils Lachen, es ist jetzt das Leben, nicht nur in aneinander von Tagen. Es Danke Roger Event hat nachgehangen, die Schubelklänge sind immer noch in seine Ohren, ein komisches Gemisch aus Stolz und Unglaube hat sich in seinem Herz gesetzt. Er ist von ein Schatten am Limmatquai zu einem Mann auf die Bühne geworden, seine Stimme hat bibbert, aber sie ist gehört worden. Rogers Zettel hat an die Wand gegangen, seine Ränder hat sich zurückgezogen, ein stiller Anker, blieb stark, er hat's probiert. Jedes Kenne Doktorschicht, jedes gemachtes Nacht, jedes Telefon mit Clara ist Beweis gsi. Die Montag ist schon, Slager hat gewummeri wie immer. Die Franz hat ihn mit den neuen Laden zusammengespannt, Paletten für den Transport auf Bern, und die Lukas hat ruhig geschafft, Spiepse vom Scanner ein vertrautes Puls. Der Geschwätz von Schaffen hat umeinander getrieben. Die Frühlingschand, FC Zürich hat wieder gespielt, und das Murmeli über den nächsten Federturnier. Schatten ist heute aber still, hat jemand gelacht. Lukas hat zurückgelächelt, jetzt ganz wohl mit seinem Spitznamen. Nach der Schicht hat er beim Kiosk am Bahnhof Dietikon einen Tagsanzeiger geschafft. Ein kleines Schlagziel hat sich in seine Augen gebrochen, Federers Herz schlägt weiter, Caritas Mobilklinik auf die Strasse, UF die Fotos weisse Busli in der Nähe von Bellevue, Doktori im roten Federer-Herzshirt, wo Deckeli verteilt. Er hat gelächelt, hat schittig unter den Arm gesteckt, die Wellen sind immer noch gegangen. Die Hei hat er Raclette gemacht, die Chaise hat über den Töpfel verbubbelt, ein Gürkli dazu und hat das Radio auf SRF 3 gestellt. Ein Anrufer hat Decklik erwähnt, HSE beim CG, Roger macht's wieder, Lukas hat langsam gegessen, der Geschmack hat ihn verbunden und er hat denkt an sein erstes Sandwich mit Rogers 100 Franken. Das ist dann nicht nur mein Essen gsi, es ist ein Anfang gsi. Die Zistig hätte Clara angelüht, ihre Stimme ist froh gsi. Die Emil hat Samstag ein Tennismatch, es Schulsache. Schon schlugi, Lukas hat gezögert, das Wochenende hat's ihm geschört, aber vollette Turnhallen sind nicht sein Ding. Er würde sich riesig freuen, hat sie gedrängt. Er sieht, du bist sein Vorbild, Lukas hat geseufzt und sich ergeben. Ja, ich schume. Die Woche ist vorbeigeflogen, seine Hände sicher, die Franz hat nickt, wo ein Stapel perfekt war. Am Freitag hat er ein kleines Lohnerhöhung über Schuhe, nicht viel, aber genug für ein zweites Stühl und er hat sich Emil daran vorgestellt, wie er drauf umhupft. Samstag ist er auf Winti gegangen, die Adresse, wo Clara gigt hat, fest in die Hand. Die Turnhalle war laut, die Kind haben schriss, Bell haben gelupft, ältere haben jört.
Emil hat ihn wild gewunken, die Federkappe auf den Schopf. Onkel Lukas hat erschrissen die Schläger in die Höhe. Lukas hat zurückgewunken und hat sich auf in die Bank gehockt, während Clara neben ihm gesessen ist. Er ist besessen, hat sie gelacht. Num Federer. Die Emil hat gespielt, ungeschickt aber mit Herz, eine Rückhand, wo gewackelt, aber getroffen hat. Lukas hat gelatscht, stolz hat sich ihm rausgegräht und Clara hat ihn gestupst. Du tut's ihm gut, das Match ist vorbei, Emil verschwitzt und strahlend, 3. Platz aber überglücklich. Hast Emmi ja, Champ, hat Lukas gesagt und ihm da durcheinander gemacht. Nachher haben sie Brezel gegessen, Krümeli auf Emils Pullover und Lukas hat's da sich setzen lassen, Familie einfach und echt. Sonntag ist die Überraschung schon. Er ist am Pfanne schrubben Radio leise, wo Klopfen an der Tür donnert hat. Er hat aufgemacht, hat Hans erwartet, aber ist erstarrt. Roger Federer ist gestanden, locker im Jäckli und Schepp, aber ohne Sonnenbrille. Lukas, hat er gesagt, lächelnd. Hast 'n Minütli? Lukas hat schluckt den Platz gemacht. Ja, zum ini. Roger ist in Donig gästige, hat das Radio angeguckt, die Zettel an die Wand. Neues Plätzli hat er gemeint, dann in der Tasche. Lukas hat gestottert, ist klein, aber meins. Kaffee, Roger hat genickt und Lukas hat sich mit dem Kännli abgeplagt, dann leicht am Zitteri. Sie haben sich an den Tisch hockt, dass sie haben gedampft und Roger hat sich zurückgelehnt. Ha vom Event gehört, hat er gesagt. Hast gut gemacht. Lukas hat geblinkt. Hast das gegeben? Ja, hat Roger gesagt. Keine Kamera für mich, aber ich bleibe da. Wollt gehen, wie's dir geht. Lukas hat in seine Tasse gestarrt, ward langsam. Ha nicht gedacht, dass du wieder schunst. Wieso? Roger hat die Schulter gezogen, das locker Lächeln. Du bist Doktorbeweis, Lukas. Wenn die Leute dich sehen, glauben sie. Es lohnt sich. Sie haben geredet, schaffen Donig Emils Match. Roger hat gelacht über den Kappgicht. Doktor Bub hat Stil, hat er gesagt. Dann hat er ein klein Packet US im Jäckli Gold, unterschriebene Tennisball für Emil draufgeschrieben. Gib ihm das, hat Roger gesagt. Und das ein Zettel mit ihrer Nummer ist für die Leute an, wenn du was brauchst. Lukas hat's genommen, baff. Danke, hat er gehaucht. Für alles. Roger hat aufstanden, ihm auf die Schulter geklopft. Gern schön. Mach weiter so. Er ist so ruhig gegangen, wie er schon ist, Donig hat immer noch von seinem Psych brünnet. Lukas hat gesitzt, den Ball in die Hand, die Zettel neben die alte Notiz. Montag ist er zum Emils Schulgang, den Ball mitgebracht. Roger hat signiert. Emils Freudenschrei hat die Strasse aufgetan. Und Lukas ist heimgelaufen, die See hat glitzert. Er war einfach, aber nicht mehr unsichtbar. Han öppis für dich, hat sie gesagt. Er ist nach dem Schicht auf Zwinglistrasse getramt, die Regen hat die Fenster durchzogen. Das Obdachlosenstadt war am Surl, neue Leute, Volontäre im raute Federenherz-Shirt, und Dana hat ihm ein Bilderrahmen bekommen. Er UF-Doktor danke Roger Bühn, eindreht, Zürich am Jubeln. Für deine Wand, hat sie gesagt. Hast dir verdient. Lukas hat das Bild angelügt, Hals verschnüren.
Danke, hat er brummelt, erinnere ich noch frisch, die Menge, die Jubel vom Emil, Tränen von Clara. Daheim hat er das Bild neben Roger seine Notizen aufgehängt, Donig hat jetzt seine Gicht erzählt. Am Samstag ist er in die Stadt, Hans hat ihn mit Emmy Bärengriff empfangen. Arbeit jetzt, hä? Zu fein für uns? Lukas hat gelacht und sich mit Emmy Kaffee niedergesetzt. Niemals. Sie haben Seref gelügt, ein Zusammenschnitt von Rote Federerherz, Klinik in Genf, Unterkünftig in St. Gallen, ein Mural in Zürich rot-weiss glänzend. Du bist die Wurzel, hat Dans gesagt und ihn angestupft. Roger ist Test. Lukas hat die Schulter gezuckt, aber die Wort hängt bleiben. Am Sonntag ist er zum See gelaufen, die Regen ist Werbe, das Wasser hat in der schwachen Sonne gestrahlt. Er hat sich auf seine Bank am Bürkliplatz gesetzt, das Bild im Sack und Roger seine neueste Scharte ausgenommen. Nammer ist da gehockt, noch nie brucht, aber da ein Sicherheitsnetz, wo er bis jetzt nicht brucht hat. Das Video hat 40 Millionen Klicks erreicht, Fans haben geschrieben, Roger und Lukas, Schweiz ihr Herzschlag. Zürich hat vibriert, Trams haben, danke Roger, angezeigt, ein Café beim Niederdorf hat gratis Suppe verteilt, Kids mit Federchap haben Tennis auf jedem Platz gespielt. Caritas hat berichtet, dass 1 Million Franken zusammen schon sind seit Hartturm genug fürs Trainingszentrum in Basel. Lukas hat die Zahlen nicht gegeben, aber er hat es gefühlt, in der Freude vom Hans, im Stolzen nicht vom Franz, im Schlüssel in seinem Sack. Am Montag hat er spät gearbeitet, ein Eilauftrag hat die Crew auf Trab gehalten. Franz hat ihm ein Sandwich geworfen, Zürich Wurstsalat, deftig und rassig. Du gehörst zu uns, hat er gesagt. Lukas hat gelacht, das Gefühl echt. Am Dienstag ist Clara mit Emil in Wohnung schon, Peter ist mit schon. Emil ist in die Wohnung geruselt, der Chef schräg, und Peter hat sich umgesehen. Gar nicht schlecht, hat er gesagt und Lukas aufgestuppt. Sie haben zusammen Rösti gekocht, Schnurrsperre und goldig, Emil hat UF-Deckel gestibitzt, Clara hat gelacht. Familienabend hat sie gesagt und Lukas hat gelacht. Das Wort hat sich richtig angelegt. Am Mittwoch ist ein Briefli unter seine Tür geschoben worden, ein Dankeschön von Caritas, unterschrieben von Dana. Lukas, du bist unsere Flamme. Über 500 Leute unterbracht, 200 ausgebildet, wegen dir und Roger. Er hat's aufgehängt, toniges Archiv von seinem Weg. Am Donnerstag ist Jonas mit Dr. Lina Werbi schon ein winziges Bündeli mit kräftige SCHY. Sag Hallo, Onkel Lukas, hat Jonas schmunzelt und Lukas hat sie gegeben, chli unbeholfen aber baff, wie stark sie gefasst hat. Am Freitag hat er sich etwas geleistet, STV, zweite Hand von Ricardo, CH, klein aber scharf. Am Abend hat er SRF gelügt, Roger in Basel bei den Kids, am Strahlen, Schweiz, ihr Hands gemacht. Lukas hat zurückgelegt, tonig warm, träg sacht Dehus. Am Samstag ist er zum Limmatquai gelaufen, zu seinem Ägi, wo alles angefangen hat. Nicht mehr ist da gsi, nur Pflästersteh und Touristen, aber er hat da gestanden, sich erinnert, Roger sei Schuh, die Franken, das Versprechen. Er hat das Steh ins Wasser geworfen, die Riesen haben sich ausgebreitet und er hat das Vergangene lassen. Am Sonntag hat er sich ausgeruht, Spätzli simmert, die Radio lesen. Tonig hat ihn getroffen, die Schlüssel, die Bild, die Note und Zürich hat ihn noch getroffen, es statt verwandeln durch Gettigkeit. Er ist stark nicht mehr nur für Roger, sondern für sich selber, die Flamme, wo Roger entfacht hat jetzt Stamme gefunden.
Lukas blieb stehen, die Spachtel in der Hand, die Schale riesig, aber alles hat bei dem Franken angefangen, bei dem Moment. Am Dienstag hätte Clara angerufen. Grosssache am Wochenende, Zürich macht's fest. Sie wendet die daheim her, er hat dis Tier grunzlet. Noch eins grösser hat sie gesagt. Die Federer Schand, seine Puls hat gesprengt, Roger wieder. Ja, ich schume, hat er gesagt, so unmöglich. Die Arbeit ist wie im Flug vergangen, seine Hände stabil, der Gedanke schon am Event. Am Freitag ist der Jonas reingerollt mit Emmy Päckli, die Lina hat im Trag durchgelutscht. Fest, hat die Jonas geschäpzelt und dem Lukas auf die Schulter geklopft. Sagt Federer, er hat ein Fanny ihr, Lukas hat gelächt, hat ein Foto versprochen. Am Samstag hat die Sonne gestrahlt, die Stadt hat gelebt vor Vorfreude. Das Fest war am Landewiese am See, Banner haben geflattert, Schweiz sagt Danke, Federer und Freunde, Lukas ist mit Tram rausgefahren mit Clara, Emil und Peter. Emil hat seine signierte Ball fest umklammert. Im Park hat's vibriert, sich's Leute, Stände mit bratig Bratwurst und frischem Zopf, vor die Alpen. Scheint im Federerzepp haben umgejumpt, es Blechmusik hat Zürcher Sechserleute gespielt und rote Federerherzvolontär haben Fähnli verteilt, rot-weiss, RF, Gold. Dana hat die Lukas gegeben und nicht durch Menschen gezogen. Du bist bei mir, hat sie gelächelt. Grosse Schlusse heute, er hat genickt, klein nervös, aber de Clara hat seine Hand gedruckt. Das hast du verdient. Das Fest hat angefangen, Reden von Caritas, Schicht von Obdachlosen, wo Haus gefunden haben, von Jobs, wo gesichert worden sind. Doktor grosse Leinwand hat das Video loupet, jetzt bei 50 Millionen Views, Lukas verstummt, ein Funke für die Welt. Der Roger ist der Show, locker im Kapu und Jacke, Zürich hat grüllt. Grüezi, hat er warm gesagt. Es geht nicht um mich, das geht um euch. Die Schweiz hat die Welt gezeigt, was Gettigkeit schon, er hat innegehalten, die Menge überflog. Und es hat mit dem Mann angefangen, Lukas Meyer. Die Menschen haben ihn angeschaut und gejubelt, die Emil hat gewuppt, die Clara hat Tränen in die Augen gegeben. Der Roger hat nicht sich gewunken und Lukas ist aufgekommen, bin ich wackelig, aber sicher. Der Roger hat ihn auf die Schulter geklopft und gelächelt. Sag ihnen etwas, hat er gesagt und ihm das Mikro gegeben. Der Lukas hat schnuffelt, die Leute angeschaut. Hallo, hat er fast geflüstert, der kleine Fester, vor Jahr habe ich nichts die Schalt verloren. Der Roger ist schon, hat mir einen Franken gegeben, eine Chance. Hat gesagt, hilf dir selber. Das habe ich gemacht, Job, Haus, Familie, er hat auf die Clara gelügt, die Emil mit seinem Ball gewinken. Und ihr auch Millionär geholfen, wegen uns. Danke, Roger. Danke, Schweiz. Die Menschen haben jubelt, Fähnli haben gewinkt und Roger hat ihn umarmt, die Schürze fest und ihm zflüstert, stolz auf die. Die Lukas ist zurück, Scherz hämmert und Roger hat das Mikro wieder aufgenommen. Das ist unsere Hinterlasschaft, hat er gesagt. Hebt's weiter, die Menschen haben Roger. Lukas guntet, während die Feuerwerke überm See explodiert sind, rot und weiß im Dunkeln aufblüht. Nachher hat Lukas die Clara gefunden, die Emil ist in meinen Arm gesprungen. Du bist berühmt, hat Emil gerüllt. Die Peter hat gelacht und einen Aufschlag. Mehr als das, sie haben gegessen, Raclette, Schäs ist getroffen, das Bier ist schalt gsi, die Musik ist durch die Nacht geklungen, während Zürich gefeiert hat.
Dana hat dem Lukas ein Schild bekommen. Lukas mir, Herz der Hoffnung, er hat's angelügt, das Gewicht echt, und Roger hat ihm vom anderen Ende vom Park zugewinkt, seine Glasgubi. Am Sonntag hat Lukas sie Rast genommen, die Wohnung war still, der Käsespätzli simmert auf dem Herd. Er hat das Schild aufgehängt, die Wand voll, ein ganzes Buch von seiner Gicht. Im TV hat SRF landeweise wieder gezeigt, Federers Finale, die Bewegung hat weitergelebt, Kliniken in jedem Kanton, Murale in Bern, ein Zürcher Fonds für Obdachlose, Herzstiftung. Der Lukas ist am Nachmittag wieder zu Limatquai schlendert, gleich wie immer, Pflästerstein, Touristen, die Strömung vom Fluss. Er ist dort gestanden, wo der Roger gestanden ist, hat das Stille ins Wasser geworfen, die Wellen haben sich ausgeweitet. Die Vergangenheit ist noch da, der Schelte, die Verzweiflung, aber sie hat ihn nicht mehr gehalten. Am Montag ist die Arbeit wieder gestartet, die Lager hat gesummt, Franz hat genickt. Grosser Mann jetzt, hat er gebastelt und Lukas hat gelächelt, Kiste aufgestapelt. Am Abend hat er die Clara angerufen, Emil hat gattert über die Feuerwerk. Du bist mein Held, hat Emil gesagt und Lukas hat's Klump im Hals gehabt. Und du bist Minute. Am Dienstag ist ein Briefli schon, Caritas, die letzte Zahl, 3 Millionen Franken, 1500 Leute, wegen dir, er hat's aufgehängt, Tonigsdenkmal. Am Mittwoch ist er zu Bürkliplatz schlendert, die Sonne hat sich in den See glitzert. Er hat sich gesetzt, der erste Sädel vom Roger im Sack, blieb stark, das hat er, stärker als je. Zürich hat um ihn gelebt, Trams, Türme, Gettigkeit verankert im Boden. Das Video hat 60 Millionen Views, aber der Lukas seine Gicht ist da. Ein Schlüssel, ein Zuhause, ein Leben, das zurückgefunden worden ist. Er hat das letzte Stille ins Wasser geworfen, die Wellen endlos, und hat gelächelt, Roger sein Funken hat's für entfacht, und er hat's drogen. Lukas lädt sich am Reiling zu Bürkliplatz anlehnen, der See vor ihm, wie ein Spiegel unter Doktor späte Aprilsonne. Zürich brummt von Frühlingsgefühl, Bötli wackeln auf im Wasser, Touristen knipsen Föteli von den Schwänen und die Luft dreht die leicht süße Duft von der Kastanienblüte aus am Lindenhof. Er zuckt zuerst Zettel von Roger aus seiner Tasche, Decke Schockli abgriffen und liest nochmal, bleib stark. Die Worte haben ein ganzes Jahr begleitet, von einem Kartonschild am Limatquai bis zu ihrer Wohnung mit Schlüssen, ein Job mit Lohn, eine Familie, wo zurück ist. Das Fest an der Landewiese hängt immer noch in die Luft, die Feuerwerk, Roger sein Umarmungen, Emil sein Jubeln und das Plakat an seiner Wand, Herz der Hoffnung, glänzt im Gedanken. Er leucht und duckt Zettel wieder zurück in die Tasche, die Stadt hat ihn im Arm und er läuft heim. Am Montag die Lageri läuft's rund, die Kiste und die Scanner geben den Rhythmus an. Dr. Franz nennt ihn sein neues Herz und die Gili macht mit, lache gemütlich. Herz hat heute einen Rekord gesetzt, lacht wie Lukas ein Ballett schleppt, dies Tier nass von Doktorarbeit. Er grinst, sie seine Arbeit und das Lob ist verdient. Nach einem Schicht stoppt er beim Kiosk am Bahnhof Dietikon, schnappt sich einen Blick, Stittelblatt sieht. Federers Erbe wächst. Herzstiftung finanziert Zürich Wohnungen. Auf dem Bild ein neues Hochhaus Zürleig, Leute, die in ihre Wohnungen ziehen, und alles hat mit einem Franken angefangen. Lukas das Blatt nicht loslassen, trägt's unter dem Arm im Tram heim, stolz im Mäg. Daheim kocht er Zürich Schnetzletes, de Kalbfleisch simmert in Rahm, Pilzli füllen de Pfanne und schaltet SRF 3-2 ein Anrufer sagt. Hat Wohnungen heute gegeben, Roger und Lukas haben alles verändert.
Er ist allein, dort schon würzig und bindet das Artikel neben die Plakette, die Wand wird zur Legende. Am Dienstag schickt Clara ein SMS. Emil hat Samstag Geburtstag, Party bei uns. Du bist Doktor Ehrengast. Lukas schmunzelt und plant schon das Schenk, ein Federposter, wo er beim Manor gegeben hat, mit Signatur drauf. Die Woche rollt weiter und am Mittwoch gibt's eine Überraschung, Dr. Franz drückt ihm einen Bonus. Für Checkchef der letzte Woche sagt er die Shirts aber herzlich. Schau, dass du etwas Schönes schaffst. Lukas nicht zusätzliche Franken im Sack Luxus, wo er vor einem Jahr nicht hätte träumen können. Am Donnerstag schaut Dr. Jonas in Lager rein mit Lina im Tragtuch. Sie ist ein Terror, grinst er und gänse Lukas in den Arm. Er hält sie ihre kleine Hände wedeln und er spürt das Gewicht von Verbundenheit, alte Freunde, neu Anfang. Party die Woche, sagt Lukas. Bring sie mit. Jonas lacht. Wenn sie brav ist. Am Freitag gönnt sich Lukas etwas mit seinem Bonus, ein Zweitvelo USM laden beim Hartbruck, ein paar Kratzer, aber stabil. Er fährt heim, die Luft im Haar, der Stadt flitzt Werbe, Sechsenlötenplatz, der Grossmünsterturm, Doktorsee glänzt. Tonig empfängt ihn mit Käsespätzle auf dem Herd und er parkt das Velo vor Doktortür, ein Symbol für Freiheit. Am Samstag fährt der UF Winterthur das Federposter im Sack, Emil sein Schenk mit Schnur zubunden. Claras Haus ist voll Leute, Balloni in Rot und Weiss, Gin-Träne Peter grillt Wurst im Garten. Emil springt ihm entgegen, Federkapp UF am Schopf. Onkel Lukas! Ruft er und fällt ihm in den Bein. Lukas drückt ihm das Poster in die Hand und Emil seine Augen weiht sich. Wo? Ruft er, rollt's UF, ein Feder bis im Serve für Emil mit Filzstift drauf. Clara lacht, umarmt ihn. Du verwösch ihn. Er verdient's, grinst Lukas. Sie esse Rösti, Wurst, es Krisilinzertorte von Clara und Emil zeigt stolz Poster seine Freunde. Peter hebt's Bier. UF Lukas, sagt er. Er ist Familie. Drund prostet und Lukas schlingt an, die Verbundenheitswarme Wogen. Am Sonntag fährt er zum Zürichsee, parkt beim Bellevue und läuft die Promenade. Das Wasser glitzert, Schwäne glingi und er sitzt auf ihre Bank, der Stadt wummert drumherum, Träm beim Bimmeln, Chilleglog, Lache US am Café. SRF bringt's in die Nachricht, die Stiftung hat 200 Familien ihre neue Wohnung gebracht, Woge, wo von Landeweise aus ist. Doktor-Video hat 70 Millionen Views, Leute schreiben, Roger und Lukas, ewige Helden. Zürich dreht stolz, Murale die Bahnhofstrasse, es Tram heisst Herzlinie, Chind mit Federcaps überall. Lukas lügt die Schale nicht an, aber er spürt's in Emils Umarmung, im Nicken vom Franz, in den Rädern vom Velo. Am Montag rutscht ein Brief unter seine Tür, Caritas, letzte Zeile, Lukas, du bist unser Herz. 2000 Leute, 4 Millionen Franken, deine Flamme brennt weiter. Er pinnet das UF, die Wand fertig und schmelzt Raclette. Am Dienstag schafft er, der fährt er mit dem Velo zum Limmatquai, steht UF Dr. Eggi, wo's angefangen hat. Der Schopfstein, Bäckerei, der Fluss, nicht anders, aber für ihn ein heiliger Ort. Er wirft einen Stein ins Wasser, die Welle breitet sich US und er flüstert, danke Roger. Am Mittwoch ruft Clara an, Emil will mit ihm ein Velotourli machen. Samstag verspricht Lukas lächelnd.
Am Donnerstag stand Dr. Hans mit Emmenbier bei. Hat Wohnung sagt er. Du bist verdammte Legende. Lukas lacht, teilt's Raclette. Bin nur ein Typ. Na, Hans schüttelt den Schopf, du bist der Typ. Am Freitag fährt Lukas zum Bürkliplatz, Zanni vergoldet Dr. See. Tonig wartet die Schlüsse, die Bilder, das Leben und Zürich hat ihn, seine Gütes Erbe. Er wirft ein letzten Stein die Welle weiterhin und fährt heim, stark, sicher, die Flamme brennt noch immer.